Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swiss von Doof aus Switzerland. Ich habe keine Ahnung, was mit dem letzten Intro los war. Ich hoffe, diesmal klappt's. Ich nehme an, die meisten von euch dürften wissen, wie Zugfahren funktioniert. Vielleicht geht ihr sogar täglich in die Schule oder zur Arbeit mit dem Zug. Und darum wisst ihr, entweder zahle ich am Anfang des Jahres für das ganze Jahr etwas oder ich löse am Anfang, bevor ich in den Zug steige, ein Billet und das kann ich dann später dem Kontrolleur vorweisen. Die meisten von euch wissen jedenfalls, ich darf nicht gratis Zug fahren, ich muss der SBB auch ein bisschen Geld geben dafür. Und obwohl ich das Gefühl habe, dass das wirklich jeder weiss, das musst du einfach wissen, gibt es trotzdem pro Jahr 450'000 Fälle von Leuten, die einfach ohne Billet unterwegs sind. Digga, was? Okay, Professionalität, bitte wieder zurückkommen. Ja, danke. Die Zahl ist wirklich ziemlich verstörend, vor allem wenn man denkt, okay, 450'000 Leute, aber es sind 450'000 Fälle. Das heisst, es sind meistens entweder Leute, die einfach einmal aus Versehen ein Abo daheim gelassen haben, oder es sind eben grösstenteils Wiederholungstäter. Jetzt ist aber die Frage, warum machen Wiederholungstäter so etwas? Jedes Mal, wenn sie ertappt werden, müssen sie eine noch höhere Busse zahlen. Antwort ist, sie müssen zwar, aber sie machen nicht. In 300'000 von diesen 450'000 Fällen, also in 2/3, wird der Betrag, den die Leute der SBB schulden, nicht bezahlt. Das ist gerade ein doppelter Verlust. Zum einen schadet das natürlich der SBB, zum anderen müssen wir normale Bürger, die ehrlich fahren, das dann ausgleichen. Das zeigt sich zum Teil bei steigenden Ticketpreisen, es zeigt sich aber auch bei alten Zügen, wo man vielleicht mal ein bisschen instand setzen müsste, aber nicht machen will, weil man denkt, okay, jo, vielleicht wird es mit dem Geld knapp. Und ich meine, wenn die 300'000 Fälle beglichen werden würden, dann hat SBB einen zweistelligen Millionenbereich mehr. Ich meine, einen zweistelligen Millionenbereich im Jahr. Zwischen 10 und 99 Millionen Franken. Das macht wirklich etwas aus. Von dem kannst du Ticketpreise vielleicht wieder ein bisschen senken. Von dem kannst du neue Züge kaufen. Also, das ist nicht nichts. Was ich auch verstehen kann, sind die sich jetzt aufregen. Okay, ich bin einmal ertappt worden, ich habe aus Versehen kein Billet dabei gehabt, ich habe bezahlt, aber es gibt 300'000 andere Momente, wo nicht bezahlt worden ist. Warum soll ich also noch zahlen? Das ist genauso unfair und ich kann die Leute 100% verstehen. Das Problem ist eben, dass sich der grosse Aufwand, den die SBB betreiben müsste, um die zusätzlichen 300'000 Fälle zur Kasse zu bieten, einfach viel zu gross ist. Das Problem ist nämlich, dass die Fälle zum Teil oft aus unteren Schichten kommen, das Geld also gar nicht haben und folglich einfach diesen Tag im Gefängnis verbringen, aber die SBB bekommt ja durch das nicht irgendwie die 70, 80 Stutz, die das kosten würde und damit muss sie selber den Anwalt und so weiter zahlen. Mein Vorschlag wäre darum, dass wer nicht zahlen will oder kann, einfach die Dienstleistung, die der SBB schuldig ist, mit Arbeit begleicht. Es regen sich ja zum Beispiel alle auf, dass Ende von diesem Jahr die Minibar nicht mehr in den Zügen sein wird, weil sie einfach nicht mehr rentiert. Wenn du aber zum Beispiel solche Leute dazu bringen könntest, einen halben Tag die Minibar zu bedienen, müsstest du einfach sicher sein, dass sie nicht mit der Kasse abhauen, dann könnte die Minibar weiter betrieben werden. Und das wäre ja das, was sich alle wünschen. Ich glaube zwar selber kaum, dass das umsetzbar wäre, aber es wäre immerhin mal ein Ansatz, ein Vorschlag. Ansonsten fällt mir da wirklich gar nicht ein, was wir hier machen können. Wie sieht es mit euch aus? Ab in die Kommentare. Ich habe letztens ein paar Berichte über Flüchtlinge im Netz angeschaut und mir ist etwas sehr Interessantes aufgefallen. Und zwar wird dort berichtet, dass viele Flüchtlinge, die hier ankommen, extrem viele Forderungen haben. Sie wollen ein Haus, sie wollen 5'000 € Begrüßungsgeld, 3'000 für Kinder. Also wirklich Sachen, wo du dir denkst, what the fuck, wie kannst du so etwas fordern, wenn wir hier gerade die Leben retten? Die Antwort ist, dass viele Flüchtlinge, die hier ankommen, das nicht böse meinen, aber eigentlich auch nicht 100%ig in ihrem Heimatland unter Lebensgefahr stehen. Vielmehr probieren Schlepper, die ja an ihrer Überfahrt nach Europa verdienen, sie dazu überzeugen, nach Europa zu kommen. Und wie machen sie das? Sie sagen zum Beispiel, die Angela Merkel hat ein grosses Wirtschaftsprogramm, sie braucht viele Arbeitskräfte, sie braucht euch Flüchtlinge, sie gibt euch ein Haus und 5'000 € Begrüßungsgeld. Und dann ist es logisch, dass die Leute mit Forderungen kommen. Sie haben dann nämlich das Gefühl, die Regierung von Deutschland beschisst uns, weil sich die Schlepper natürlich als Regierungsabgeordnete oder sonst welche ausgeben. Meiner Meinung nach wird viel zu wenig gegen die Schlepper gemacht. Nicht nur die übers Mittelmeer kommen, aber auch in dieser Hinsicht wird Italien bei der Schlepperjagd völlig allein gelassen. Da müsste mal die ganze EU etwas machen. Aber auch die über die Balkanroute und sonst wo übers Land müsste man viel stärker dran nehmen. Momentan haben wir sogar den Trend, dass viele Flüchtlinge wieder zurück wollen, wie sie gemerkt haben, hey, Moment mal, das stimmt gar nicht.
wir sind noch nicht willkommen, aber dummerweise haben sie ihr ganzes Geld den Schlepper gegeben, das heisst, sie können gar nicht zurück. Die Leute meinen das nicht böse, aber trotzdem bin auch ich extrem vor den Kopf gestoßen gewesen, wo mir im Fernsehen da so eine Flüchtlingsmutter gesagt hat, gib mir gefälligst mein Haus und meine 5000 €, dann bin ich zufrieden. Was meint ihr zu dem? Ab in die Kommentare. So, und jetzt etwas ganz Kurzes in eigener Sache. Wie vielleicht der ein oder andere weiss, ist momentan meine absolute Lieblingsserie auf YouTube Brillegant von Martin. Der Martin ist unten verlinkt und jetzt fragt ihr euch sicher, warum komme ich auf das? Weil ich am Donnerstag zu oben ab der 7 mit dem Martin live streamen wird und zusammen mit ihm FIFA spielen. Ich würde mich extrem freuen, wenn der ein oder andere von euch dort vorbeischauen würde. Wir lesen sicher auch ein Kommentar vor und so weiter und so fort, weil ich freue mich mega. FIFA mit dem Martin, das ist für mich immer wieder ein Erlebnis und jetzt das Ganze noch live streamen, Hammer, ich freue mich einfach nur extrem. Also, Daten und Link zu ihm, alles in der Beschreibung, merkt es euch, bitte schaut vorbei. Ansonsten wäre es das mit dieser Swissinfo, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut unbedingt auch auf Facebook, Instagram und Twitter vorbei, ich weiss, ich sag's jedes Mal und keiner checkt's, aber trotzdem. Und ansonsten wünsche ich euch noch eins, nämlich Tschüss!